Und jetzt haben wir da Schraubenschlüssel und Schallplatte gefunden. Jetzt ist die Frage, pass auf. Können wir in das andere Zimmer auch noch reinschauen? Ansonsten sollte man mal eine Pause erlegen. In Zimmer Nummer 10 möchte ich gerne reinschauen. Die Tür ist abgeschlossen. Ach so, da können wir immer noch nicht rein. Pass auf, wir wollten ja mit Hinkos reden. Das machen wir noch und dann machen wir Pause. Der hängt ja, wie wir wissen, oben auf der Terrasse und sauft sich gescheit noch. Aber im Grunde kann er gar nicht mehr so viel anstellen, weil er keine Knarre mehr hat. Da hinten hängt er rum. Wie geht's? Kommen Sie, Hinkus. Sitzen alle am Tisch? Ja, Sie warten schon alle auf Sie. Aber warum fangen Sie nicht einfach an? Der Hotelbesitzer hat für uns alle ein Überraschungsessen vorbereiten lassen. Ich rühre mich nicht vom Fleck, bis ich einen Whisky getrunken habe. Einen Scotch. Warum wollen Sie jetzt unbedingt etwas trinken? Weil mein Körper es braucht. Ich gehe nirgends hin, bevor ich nicht etwas Scotch-Intus habe. Also gut, Sie kriegen Ihren Whisky. Jetzt braucht der einen Whisky. Hinkers will erst in den Speisesaal gehen, wenn er einen Scotch getrunken hat. Ja, wo kriege ich den her? Aus dem Weinkeller. Vielleicht, oder? Moment. Vielleicht aus dem Weinkeller. Das war die Möglichkeit, geht? Da sind da alles Mögliche an Flaschen unten. Das heißt, wir müssen mal ganz oben. Oder vielleicht aus dem Speisesaal. Da ist ja die Schnapsbar. Da kann man eventuell einen Scotch finden. Aber ich schaue erstmal in den Keller oben. Das fällt nicht so auf. Pass auf, nochmal da oben. Die Tür wurde von innen abgeschlossen. Da bin ich gespannt, wo es da geht. Wenn da von innen abgeschlossen ist. Igitt, ich glaube, ich habe eben eine Ratte gesehen. Abgeschlossen. Pass auf, was war da drin? Hat? Ach so, wo war das da? Das ist der Generator, gell? Guck mal, Moment einmal. Geht nicht. Kanister mit Benzin. Können wir das da reinschütten? Geht sogar. Und Benzin ist weggert. Können wir vielleicht mit dem Schraubenzieher, mit dem Schraubenschlüssel. Jetzt hat er das Ding überbaut. Der Moment. Jetzt geht er. Scheiße. Aber was bewirkt er? Das ist eine gute Frage. Jetzt weiß ich, dass er läuft. Wahrscheinlich weiß nur der Hotelbesitzer, welchen Nutzen dieses Gerümpel hat.
Aber wir wollten ja eigentlich einen Scotch suchen. Ob da was rumsteht? Leere Flaschen. Leere. Ja, mit einer leeren Flasche ist er nicht zufrieden. Wo kriege ich einen Whisky her? Die hier gelagerten Vorräte dürften eine Weile reichen. Viele Winzer würden den Hotelbesitzer für seinen Weinkeller beneiden. So, da können wir wieder aussehen. Scheiße. Und ich habe immer noch einen Schnaps gefunden. Ja, war denn nicht in seiner Taschen? War doch auch Flaschen drin, oder? In der Küche gibt es wahrscheinlich nichts, eh? Da sind zwar Flaschen, aber scheinbar kein Whisky. Da nicht? Gute Frage. Ja, pass auf, jetzt schau ich noch mal auf. Und zwar in das Zimmer von Hinkus. Denn wie wir denn seinen Koffer durchsucht haben, hat der doch noch Flaschen drin gehabt. Vielleicht können wir die mitnehmen. So, pass auf, da ist die Taschen. Na, können wir nicht. Scheiße. Das hat nämlich ziemlich logisch gewesen. Ja, pass auf, da kommt mir noch so eine Idee. Und zwar wegen dem Generator. Der Generator, kann der vielleicht das ohne Zimmer beleuchtet haben? Das war nämlich nur so eine Idee. Das war nämlich da hinten. So, ich schau mal da rein. Hey, jawohl. Was haben wir denn da? Eine Karte von Europa. Was ist denn das da? Funkgeräte. Was mache ich da? Gar nichts. Ja, Alter, da gibt's ja gar nichts. Was ist denn das da? Ein Schlüssel. Aber für was? Da ist nichts mehr, oder? Na, da ist nichts mehr. Das heißt, wir müssen schon wieder aussehen. Da gibt es mehrere drin. Auf jeden Fall brauchen wir einen Schnaps. Jetzt muss ich mal. Pass auf, jetzt gehen wir nochmal in den Speisesaal. Vielleicht kriegen wir da unten einen Whisky von der Schnapsbar. Und ich glaube, die Billardpartie gegen Simon, glaube ich, fällt auch flach, oder?
Pass auf, jetzt müssen wir wieder da um. Durch die Bibliothek durch. Wo ist eigentlich der Hund gekommen? Den habe ich ja schon eine Zeit lang nur gesehen. Das wird wahrscheinlich der Mörder sein. Ja, Freunde, ich hab den noch nicht überreden können. Der braucht immer noch seinen Schnaps. Abgeschlossen. Abgeschlossen, passt der Schlüssel. Ah, nicht. Was macht er jetzt? Heck das, der Whisky, Alter, hab ich doch gesagt. Das heißt, wir können noch mehr für. Jetzt verzögert das noch ein bisschen. Mit der Pause. Alter, was läuft denn hier für Umwege? Da muss ich raus. So, und jetzt muss ich wieder ganz auf. Scheiße. Ich geh da hinten um mich. Da können wir nicht rein. Pass auf, nochmal Musik um mich. Ich glaube, das Tuch von der Olga, das brauchen wir nicht unbedingt. Da habe ich nämlich gelesen zu einem Spiel, dass viele Aktionen das dann alles irgendwie beeinflussen, weil das Spiel mehrere verschiedene Enden hat. Pass auf, Whisky, wir wollten da aussehen. Der wird jetzt wahrscheinlich auf X die ganze Flasche neu hauen. Haben Sie den Whisky? Ja, hier haben Sie Ihren heilsamen Trunk. Das ist kein Scotch. Was ist das? Kein Scotch? Ist doch wurscht. Er knallt genauso Haben Sie eine. den Whisky? Noch nicht. Scheiße, der braucht extra Wurst. Jetzt muss ich noch mal oben. Scheiße. Jetzt wird er noch anspruchsvoll, ist doch wurscht. Es schmeckt doch sowieso wie jeder Whisky gleich, oder? Gut, ich kenne mich gar nicht aus. Whisky habe ich nie getrunken. Aber ich weiß, der riecht furchtbar. Halt, Moment, wir rennen davon um mich. Ich glaube, dass das kürzer ist, oder? Jetzt braucht ihr extra ein Ding, ein Scotch. Wir haben nämlich einen britischen Whisky. Ist es eigentlich nicht alles das gleiche? Pass auf, nochmal in die Schnapsbaume. Echt, das aber noch mehr. Nehmen wir den auch noch mit. Paddy, was ist denn das wieder? Ach, da gibt es mehrere Flaschen. Ach so, das sagt man ja keiner. Der Old Bush Hills. Scheiße, was ist denn das? Der wollte einen Scotch.
Cutty Shark. Tullamoon. Scheiße. Woher weiß sie, wo es ein Scotch ist? Der Paddy. Was war das nochmal? Bush Hills. Ich nehme mal den mit. Jetzt probiere ich das nochmal einmal aus. Vielleicht mag er den. Ansonsten muss ich das ja wahrscheinlich offline probieren. Also muss ich während der Aufnahme jetzt 10-mal hin und her rennen. Und das ist ja auch nicht so spannend. Kennen Sie auch noch von euch mit Schnaps aus? Kann ich etwas für Sie tun, Peter? Welchen Whisky haben Sie hier im Hotel? Wir dürften so an die 5 oder 6 Sorten in unserer Bar haben. Aber auf dem Gebiet bin ich wahrlich kein Experte. Ja, ich auch nicht. Wo ist hier die Bar? Hinten rechts in der Ecke, gegenüber den Türen zum Speisesaal. Nein, alles in bester Ordnung. Danke. Sie haben 5 oder 6 Whisky-Sorten, Herren. Und ich kenne mich nicht aus damit. Auf jeden Fall probiert es das nochmal aus. Wir haben nämlich den Bush Hills dabei. Es gibt ja scheinbar mehrere verschiedene Whisky-Sorten und die schmecken alle anders, oder wie? Man, es gibt ja zig verschiedene Weinsorten. Und ja, also ich zumindest kenne den Unterschied zwischen Rot- und Weißwein. Aber der Unterschied zwischen mehreren verschiedenen Rotweinen kenne ich auch nicht mehr. Das finde ich schmeckt alles ziemlich gleich. Das wird wahrscheinlich beim Whisky gar nicht anders sein. Außer er ist vielleicht schon 100 Jahre alt. So Kumpel, wie schaut's aus? Ich hab einen, aber wahrscheinlich nicht den richtigen. Ja, hier haben Sie Ihren heilsamen Trunk. Das ist kein Scotch. Das ist kein Scotch, ja gut. Dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle Pause. Pass auf, ich stelle mich dumm. Okay, an der Stelle durchspeichern und mache eine kleine Pause und beim nächsten Mal habe ich hoffentlich den richtigen Schnaps dabei. Bis dann und Servus.